alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann geht alles wieder gut, alles wird gut, oh, alles wird gut, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann geht alles wieder gut. Ja, liebe Freunde in den Wohnzimmern, herzlich willkommen zu Jeck aus dem Wohnzimmer, Folge, du hast noch einen Finger? Klar. Folge 11. 11. Ja, guck mal, normal bräuchte man ja 12 Finger, ne? Wieso 12 Finger? Ich habe nur 10, das geht nur bis Oktober. Ja, sind schon komische Zeiten. Aber was hatten wir früher auch für komische Bräuche? Ja, das stimmt. Komische Bräuche haben wir immer noch, ne? Nix Bräuche, ich sag Bräuche. Ist der Oma schuld mit den Bräuche? Wie der Oma. Ja, der Oma hat immer gesagt, streckt der Bauch nicht so raus, sonst bleibt der irgendwann mal so stehen. Guck mal, recht hatte sie. Ich war aber nicht von Bäuchen dran, ich war von seltsamen Bräuchen dran. Ja, seltsame Bräuche hatten wir früher auch, ne? Jetzt guck doch mal, ne? Früher hast du den Geburtstagkuchen, hast du den einmal drüber gepustet und hinterher bekam noch jeder ein Stück davon. Ja, das war früher. Und heute haben wir Homeoffice. Das ist auch gut so, ne? Ja. Wegen der Kontaktbeschränkung. Ja, ne? klar. Ne? Selbst meine Putzfrau macht jetzt schon Homeoffice. Deine Putzfrau macht Homeoffice? Ja. Aber die ruft mich jeden Morgen an und sagt mir dann, was ich zu tun habe. Schluss jetzt mit dem Blödsinn, du solltest nur Folge 11 ansagen. Na gut, dann mach ich jetzt, kann ich den Finger noch mal haben. Herzlich willkommen und viel Spaß mit Folge 11. Hallo. Super, danke. Hör mal, mach es wie immer. Alles klar. Schreib auf. Jo, da bin ich. Ciao.
Ich brauch das Gefühl, satt zu sein. Zu keiner Mahlzeit sag ich nein. Ich kenne jede Pommesbud. Meine Frau sagt jetzt, ist es genug. Ich hab mich 1000-mal gewogen. Ich machte 1000-mal Diät. Ich hab mir Slim fast reingezogen. Man hat mir Pillen angedreht. Ich hab nur Wind in meinen Därmen, hab kein Auge zugemacht. Schlich zum Kühlschrank wie ein Dieb in der Nacht. Pause lassen zum Schneiden. Pause. Okay. Jetzt. Einmal im Jahr haben wir die 3 hele Woche, wenn wir uns gute machen und so die Socke. Der Koffer, der ist schnell gepackt wie Frau selbst. Darum sage ich dann nur zu ihr. Da ist der Dom drin und der Pappnass, der Willi Ostermann auf der Kabeltür. Und alles, was der Kölsche braucht, um glücklich zu sein, das ist da drin, denn das lässt er mir nicht hier. Ja, da ist der Dom drin und der Pappnass, der Willi Ostermann auf der Kabeltür. Und alles, was der Kölsche braucht, um glücklich zu sein, da ist da drin, denn das lässt er mir nicht hier. La 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 la, la la la, la la la. Und alles, was der Kölsche braucht, um glücklich zu sein, das ist da drin, das lässt er mir nicht her. Wir fliehen dann vom Wand in das schön warme Land, am Flughafen kommt der Zoll angerannt, der lud mich an und frisch. Was ist da drin? Darum sage ich dann nur zu ihm. Da ist der Dom drin und der Pappnass, der Willi Ostermann und noch der Kabeltür. Und alles, was der Kölsche braucht, um glücklich zu sein, da ist da drin, das brauchst du mir nicht her. Denn da ist der Dom drin und der Pappnass, der Willi Ostermann und noch der Kabeltür. Und alles, was der Kölsche braucht, um glücklich zu sein, der ist da drin, der brauchst du mir nicht her. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Und alles, was der Kölsche braucht, um glücklich zu sein, der ist da drin, der brauchst du mir nicht her. Die 3 Wochen sind vergangen. Wir fliehen jetzt noch Hus, zu Hus packen wir den Koffer aus.
noch der eine Koffer, was war denn da noch drin? Komm, lass mal singen, das kriegen wir doch hin. Da war der Dom drin und ein Pappnass, der Willi Ostermann und noch der Karl der Bür. Und alles, was der Kölsche braucht, um glücklich zu sein, das war da drin, das lassen wir nicht hier. Da ist der Dom drin und ein Pappnass, der Willi Ostermann und noch der Karl der Bür. Und alles, was der Kölsche braucht, um glücklich zu sein, das ist da drin. Das lassen wir nicht hier. La 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 la. Und alles, was der Kölsche braucht, um glücklich zu sein, da ist da drin, das lassen wir nicht hier. Ja, da ist da drin, das lassen wir nicht hier. Eine wunderschöne Sonntagabend, wir haben die Woche wieder Wir Kölsche haben die Jod angefangen, wir haben nämlich der 11.11. überlebt. An dem Tag, wo nichts war, haben wir uns super verhalten und das schaffen wir auch noch. Rosenmontag und Weiberfastelavond und so wieder. Nur bei uns daheim, da war wieder die Hölle los. Meine Tochter, die kam letzte Woche an und sagt für mich ganz aufgelöst: Papa, ich habe endlich einen Freund gefunden. Er ist meine Welt, mit dem will ich alt werden. Ich sag, wie Ding Welt? Das ist jetzt die 3. Welt in 4 Monaten. Willst du ein neues Universum bauen? Nein, er ist der Richtige, das werde ich dir beweisen. Ja, das hättet dann auch. Eine Tag später, der hättet abends bei mir an der Tür klingeln. Ich mache ihn ab und dann steht er da. Der fleischgewordene, tapezierte Schirme dort. Der Vincent, und der hat mich begrüßt. Ey, hallo Schwiefer, alles krass, okay, du hast tolle Produkte mit deiner Tochter, herzlichen Glückwunsch, du bist eine Ehrenmann. Oh, nicht irre Tiefkühlhirn. Was geht dann ab? Ist der überhaupt geimpft? Ist der gechippt? Haben sie den Jod durchgeröntgt? Oder bringt er mir der ganze Genpool durcheinander? Ich wollte mich ehrlich beherrschen, ja, und dann fing der an. Ey, Schwiefer, ich will nur sagen, ich bin der Vincent, aber du kannst mich Finn nennen, hast du immer 1 Cent gespart. Ja, du Leben, ja, das darf doch all nicht wahr sein. Dann habe ich gesagt, hör uns, meinst du, dass du mit meiner Tochter zusammenpasst? Da sagt der, ey, Schwiefer, voll krass und ehrlich soll ich sein, pass auf, ist doch einfach. Ja, bei uns stimmt die Chemie total vom ersten Moment an. Und heute Abend wollen wir mit Biologie anfangen, Schwiefer. Wissen Sie, wie das ist, wenn im Kopf die Tatortmelodie anfängt zu spielen? Bei mir spielt das ganze WDR-Rundfunkorchester. Ich wollte gerade zum körperlichen Teil der Begrüßung übergehen. Da hat meine Tochter der Weg getrocknet und die saßen bei uns auf der Couch. Als ich einfach dann gesehen habe, dass der 8 Minuten gebraucht hat, um der Strühalm in de Capri-Sonne reinzukriegen. Da habe ich mir gedacht, ja komm, jetzt kannst du heute Abend auch allein los. Zum Glück hat sich das kurz später auch wieder erledigt. Der Vincent Winn war Geschichte. Meine Tochter war wieder total der Neffe. Das Einzige, was meine Frau sagt, ach, ist der Vincent weg? Hätt der noch Tupperdosen von uns? Ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Restsonntag und ich bin froh, wann wir uns wiedersehen. Madet Jod und Tschüss zusammen. Hallo, ich bin Leonie Berndt und ich bin über den Eschweiler Karneval zum kannibalistischen Tanzsport gekommen. Ich tanze bei der KG Schwerfe blieb Schwerfe und ich nehme mit der Garde und als Solist an Turnieren teil. Da wir leider im Moment nicht trainieren können, ist mein Wohnzimmer jetzt meine Trainingshalle und ich möchte euch jetzt meinen Tanz zeigen.
Hallo, lieber Labbes, lieber Drickes, hier ist Schmitz-Backes. Ich bin Wundermacher, Wirklichkeitsverdreher und Polunderträger. Ich habe mich extra für euch schick gemacht. Meine Lieblingskrawatte und mein Lieblingspolunder, Trendfarbe 2021, Zahnstein weiß. Und ich habe mir hier mein kleines eigenes Theater eingerichtet, weil ich von hier zu euch ins Wohnzimmer kommen kann und vor allen Dingen, weil ich hiervon auftreten kann. Für Weihnachtsfeiern, für Vereinsfeiern, für Feste. Wir können interagieren und gemeinsam Wunder vollbringen. Aber ich warne euch, nicht alles, was ihr seht, ist wirklich echt. Denn manchmal ist das, was wie eine Illusion aussieht, in Wirklichkeit tatsächlich eine. Und das, was wie ein Zauberwürfel aussieht, das ist vielleicht nur eine Illusion. Und genau darum geht's hier. Was ist Wirklichkeit, was ist real und wo ist genau die Grenze dazwischen? Und deswegen lade ich euch ein, gut aufzupassen. Denn ich habe heute für euch etwas mitgebracht. Einen mysteriösen Vorhersageumschlag. Habt ihr eine Idee, warum es ein mysteriöser Vorhersageumschlag ist? Ganz einfach, weil da ein Fragezeichen drauf ist. Und jetzt schaut mal bitte, was sich hier drin befindet. Oh, das war jetzt nicht so geplant. Moment. Glücklicherweise bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der in unter 10 Sekunden die Krawatte binden kann. 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Fast schön. So, jetzt stimmt es. Nee, eigentlich wollte ich euch ja folgende Entdeckung zeigen. Mir ist was aufgefallen. Guckt mal hier, das hier. Sieht aus wie ein Desinfektionsmittel und ist es auch. Aber damit kann man kleine Wunder vollbringen. Das zeige ich euch mal. Ein Versuchsaufbau mit einem roten Tuch. Das kommt nämlich hier in die Faust hinein. Anschließend einmal kurz dagegen sprühen. Und schon ist das Unglaubliche passiert. Schaut mal hier. Das Tuch ist verschwunden. Und jetzt kann man es auch wieder erscheinen lassen. Achtung! Habt ihr es gesehen? Ja. Unter uns, ihr konntet es gar nicht sehen. Es ist noch gar nicht da. Achtung, zweite Chance. Genau. Jetzt habt ihr es gesehen. Denn jetzt ist es tatsächlich wieder angekommen. Aber es geht hier in meiner Show noch um viel, viel mehr. Es geht hier nämlich auch um optische Illusionen. Aber so richtige. Und die eine, die kennt ihr bestimmt. Die sogenannte Holzschienenillusion kennen wir alle von damals. Ich glaube, jeder könnte schwören, die obere ist größer, aber genau bis zu dem Moment, wo man die beiden verwechselt, dann ist die andere plötzlich größer. Und ich habe etwas erfunden. Und zwar, wenn man zu dieser Krümmung jetzt auch noch die Perspektive dazu nimmt. Das heißt, wenn man jetzt noch schaut, dass vielleicht kann man es so besser sehen. Also wenn man 1 weiter vorne und... Na Moment, ich glaube, jetzt könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Glaubt nicht alles, was ihr seht. Liebe Grüße, euer Schmitz-Backes. Bis bald. Labbes, Drickes. Küsschen aus der Wunderkammer. Einen wunderschönen guten Tag. Normalerweise wären wir jetzt schon fleißig fast unterwegs mit dem Christasklav, mit Harry und Achim oder auch schon fleißig proben für die große Weihnachtsshow mit Labbes und Drickes von Esch wieder nach Köln. Aber leider fällt ja alles aus wegen Corona und deshalb haben wir uns gedacht, nehmen wir einfach uns mal Klassiker vor aus der Filmgeschichte und haben euch jetzt mal einen Klassiker aufbereitet, einen alten Edgar Wallace-Streifen, Der Frosch mit der Maske in 3 Minuten. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, großartige Stunts, Gänsehaut pur
tolle Schauspieler. Alles in allem ein großartiger Streifen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß und eine richtige Gänsehaut mit dem Frosch, mit der Maske. Nachts im Nebel an der Themse darfst du nicht alleine sein. Hinter 1000 Hafenfenstern sieht ein heißes Leben ein, Schlummern voller Sehnsucht. Flüstert man das erste Du und die Nebel von der Themse bedecken alles andere zu. Würdest du mit starken Armen dich erbarmen und mich dienen wie Spinnen? Du musst nur wissen, ich hab beim Küssen nur den Rausch und nicht die Treue im Sinn. Nachts im Nebel an der Themse möchte ich einen Streif wie dich und besoffen nicht vergessen. Komm mit mir und küsse mich. Nachts im Nebel an der Themse darfst du nicht alleine sein. Hinter dunklen Hafenfenstern zieht ein heißes Leben ein, eng umschlungen voller Sehnsucht. Flüstert man das erste Du und die Nebel von der Themse decken alles andere zu, decken alles andere zu. Die Stimmung, die ist jod im Saal. Wir vieren wie im Zillertal. Jetzt wird auf die Trommel geklopft. Wir lachen uns kaputt. Die Stimmung, die ist jod im Saal. Wir vieren wie im Zillertal. Jetzt wird auf die Trommel geklopft. Wir lachen uns kaputt. Wir lachen uns kaputt, wir lachen uns kaputt. Ja, regelmäßiges Händewaschen ist in diesen Zeiten sehr wichtig. Aber genauso wichtig ist aber auch, eine Hand wäscht die andere. Wir Künstler unterhalten euch, das Publikum, in diesen Zeiten online und ohne Bühne. Ihr seid die eine Hand, das Publikum. Schön wäre es, wenn wieder andere Zeiten kommen, dass ihr uns Künstler buchen würdet. Das ist die andere Hand. B wie Bühne und Buchen. Und es gibt ganz viele Veranstaltungen für die verschiedensten Künstler. Zum Beispiel das war zu schnell? Ja, dann noch mal ganz langsam. Karnevalsveranstaltungen jeglicher Art. Geburtstage, runde, eckige Kindergeburtstage, Mai- und Feuerwehrfeste, Schützenfeste, mit und ohne König, Hochzeiten, Silber, Gold und keine Hochzeit, Kinderkommunion oder für anderen Konfirmation, Jubiläen, Vereinsfeiern, Firmen- und Betriebsfeiern, mit und ohne Chef, Gartenfeste, mit und ohne Grill, auch vegetarisch, Sommerfeste mit und ohne Regen, Kochorgien, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, Fahrfeste, Meister- oder Abstiegsfeiern,
Oktoberfeste, aber auch Frühjahrs-, Herbst- und Winterfeste, Wein- und Winzerfeste mit süßem und mit saurem Wein, Nikolausfeiern, Weihnachtsfeiern und Adventsfeiern und was ihr sonst alles noch so feiert. Egal, ob mit 2.000 oder 5.000 Personen. Wir Künstler sind gerne mit dabei. Also, denkt dran, eine Hand wäscht die andere. Wir freuen uns. Ah ja. Von Montag bis Freitag, schon macht es wirklich lang. Du mähst die Arbeit, aber stehst du Dinge, Mann. Und wenn der Freitag wird, dann hast du Lachen im Gesicht. Abends bei Freunden, da singen wir dann das Lied. 2, 3 Bier, das Wochenende ist da. 2, 3 Bier, jetzt sind ich wieder klar. 2, 3 Bier, jetzt ist der Schluss. Noch 2, 3 Bier, für uns ist Fuß los. 2, 3 Bier, das ist ja für die Jungen. 2, 3 Bier, da freut sich auf die Zunge. Und wenn der Montag wird, dann geht das Spielchen wieder los. Dann machen wir uns Arbeit, ja, was du doch kostet. Dann machen wir uns Arbeit, ja, was du doch kostet. Mit 6 in der Schule, mit 16 in der Lehre, mit 20 auf der Baustelle, es kracht und poliert. Doch wenn der Freitag wird, dann hast du Lachen im Gesicht. Abends bei Freunden, da singen wir dann das Lied. 2, 3 Bier, das Wochenende ist da. 2, 3 Bier, jetzt sind ich wieder klar. 2, 3 Bier, jetzt ist der Schluss. Noch 2, 3 Bier, für uns muss los. 2, 3 Bier, das ist ja für die Jungen. 2, 3 Bier, da freut sich auf mich Zunge. Und wenn der Montag wird, dann geht das Stündchen wieder los. Dann machen wir uns Arbeit, ja, weil du doch kostet. Dann machen wir uns Arbeit, ja, weil du doch kostet. 2, 3 Bier. 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 Das Wochenende ist da. 2, 3 Bier. Jetzt sind ich wieder klar. 2, 3 Bier. Jetzt ist der Schluss. Noch 2, 3 Bier. Wir uns zu groß. 2, 3 Bier, das ist ja für die Jungen. 2, 3 Bier, da freut sich auf die Zunge. Und wenn der Montag wird, da geht das Stündchen wieder los. Dann machen wir uns Arbeit, ja, weil du doch kostet. Dann machen wir uns Arbeit, ja, weil du doch kostet. Mit dem Teil-Lockdown, da habe ich so ein bisschen Angst. Wenn das so weht wie im Sommer, dass du ja nichts mehr darfst. Wir durften ja nicht in den Urlaub, ne, wir durften ja nichts. Ne, und da durfte man hier im Veedel, wo wir jetzt neu wohnen, konnten wir gerade jetzt spazieren ja, und haben uns alles angeguckt damals. Und als herrliche Stadt war, also da lustig so Junkersdorf, Braunsfeld, Müngersdorf haben, da ist mir aufgefallen, hey, das ja kein Friseur. Ne, ja nix. Die haben so ganz komisch, also ne, ganz komische Namen. Kennt ihr das doch? Ne, der eine heißt Haarwerk. Der zweite war irgendwie die Lockenmanufaktur. Und am allerschärfsten fand ich dann hey, der Kopfsalat. Ja, ich erlebe ja, wenn das so wieder geht und das mit Mode. Was ist dann, wenn die Ärzte jetzt anfangen, sich auch umzubenennen? Was sagt dann ein Ohrenarzt? Ist das dann irgendwie Praxis Augenblick mal? Oder ja, man demnächst in Rudis Röntgenbude? Oder Mingen Zahnarzt. Wie ist das dann? Ist das dann der Wurzelknacker? Und in meinem Alter mache ich mir natürlich ernsthaft Sorge, wenn ich noch meinem Männerarzt steht dann über der Urologiepraxis, steht dann da irgendwie Prostata-Varieté. Also da habe ich mich so aufgeregt.
Ehrlich, da morgen ich es durch der Grünjödel mit der Familie, damit ich den Hunger gehabt. Da haben wir dann also festgestellt, da sind wir dann das erste Mal in das Stadion bad. Ehrlich. Das war herrlich, das war schön. Da durfst du ja rein. Online-Ticket, ne, die ganze Grade. Bliffen Russe, die wollten sich ja nicht namentlich registrieren lassen. Es war richtig angenehm im Schwimmbad im Sommer dieses Jahr. Und ich sage euch, ich liege gerade auf meiner Liege, gut meine Kleins und sagt, Papa, ich muss dir dringend was zeigen. Nimmt mich an der Hand, trägt mich quer durch das Schwimmbad, ab ob der Sprungturm da an, mir 2 Jöcken die Ledere erop, bis ob 10 Meter hoch. Da geht er mit mir Hand in Hand an der Sprungturmkant, liet mich los und springe rauf. Ja, da war ich aber platt, kann ich euch sagen. Ich schlur in dem Hinger her, sinn wie der in das Wasser intauch, wieder obtauch, mich anlurt mit Freude strahlende Ohren, röft der noch Buffe zu mir, Papa, ich habe geschafft, ich habe mich überwunden, ich freue mich so. Ich war stolz wie Oskar. Und was sagt der von Unge? Papa, und jetzt du. Kennen Sie das, wenn gefüllt 400 Ohrepaare gleichzeitig zur Inneroplure und rhythmisch anfange zu klatschen? Das war gefüllt, da habe ich mir nur überlegt, Moment, jetzt fassen Sie es zusammen. Du bist fast 53 Jahre. Hast einen Job in der Stadt, bist verheiratet, dazu bist du übergewichtig und hast Diabetes. Was soll dir dann noch passieren? Ich also mich an der Aale Springer-Leitspruch gehalte, Kopf nach hinten, Füße nach vorn, aus dem Becken zieht dich jeder Kuckelkorn. Und so ging es dann unter voller Auslastung der Schwerkraft der Wasseroberfläche entgegen. Vor meinem inneren Auge zog mein Leben an mir vorbei. Aufgrund einer körperlichen Fehlhaltung kam ich dann komischerweise mit der linken Pobacke zu am Wasserspiegel ab, der normigen komplette Alabasterlief hinterher zu klatschen. Das wiederum hatte einen Wellenrückstoß von nie gekanntem Ausmaß verursacht. Also kurzum, das Kassehüschen stund unter Wasser. Und ich sage Ihnen an der Stelle einen Tipp. Sollt einer auch auf die Idee kommen, uns vom Zehner zu sprengen. Tut das bitte nicht mit der Badebots, die er im letzten Urlaub in Ägypten gekauft hat. Die ist für solche Belastungen nicht geeignet. Die hält das nicht aus. Mein Badenbots war fort. Zum Glück kamen von hinten 2 Bademeister und eine Security und warfen mir unter dem Jubel der johlenden Menge eine goldene Siegerkranz mit Schärpe in das Wasser, die beim Aussteigen das Nötigste bedeckte. He sitzt also jetzt grad der Arschbombenkönig von Köln-Müngersdorf 2020. Eine schöne Abend noch zusammen. Tschüss, seid euch der Spätzünder. Liebe Freunde der 5. Jahreszeit, wie ihr seht, in diesem Jahr Session 2021 können wir aus die Ruhrpartners an der Rotbänge und lieber Trauer und nun die schwarze Nase haben. Es ist uns nicht vergönnt, mit euch zusammen Präsenz zu zeigen und gemeinsam zu feiern. Wir tun es auf diese Art und Weise wieder mal. Wir freuen uns, dass der Michael und der Guido wieder mal an uns gedacht haben bei ihrer Reihe Jekos im Wohnzimmer, und wir sind natürlich gerne dabei. Wir würden euch gerne, jeder für sich im Homeoffice, unseren Sessionstitel für die Session 2021, die Hetz, in eure Wohnzimmer bringen. Blieb gesund und wie seht der Kölsche so schön? Es ist wie es ist, es gut wie es gut und es hält noch immer Jod gegangen. Für euch der Russe, von uns der Lunke, unser Hetz. Die Hetz schlägt Rut und die Hetz schlägt Wiss. Wenn du am Ring geboren bist, ein langer Felf, die ist nicht drin und könnt dir niemals ändern Sinn. Die Hetz schlägt Rut und die Hetz schlägt Wiss. Wenn du am Ring geboren bist, ein langer Felf, die ist nicht drin und könnt dir niemals ändern Sinn. Die Welt ist bunt und manchmal grau. Doch eins, das weiß
weiß ich ganz genau. Zum Glücklichsinn wurdst du nur 2 und ich läuf mal. Morgen ist nicht dabei. Die Hetzschlett ruht und die Hetzschlett wiss, wenn du am Ring geboren bist. Ein langer Pferf, die ist nicht drin und gibt dir niemals in der Sinn. Die Hetzschlett ruht und die Hetzschlett wiss, wenn du am Ring geboren bist. Ein langer Pferf, die ist nicht drin und gibt dir niemals in der Sinn. So mancher sitzt allein zu Hus und weiß nicht in und weiß nicht aus. Jeft dir ne Ruckklopf an sing Tür im Stille. Dankt hey dir dafür. Die Hetzschlett ruht und die Hetzschlett wiss, wenn du am Ring geboren bist. Ein langer Pferf, die ist nicht drin und gibt dir niemals in der Sinn. Die Hetzschlett ruht und die Hetzschlett wiss, wenn du am Ring geboren bist. Ein langer Pferf, die ist nicht drin und gibt dir niemals in der Sinn. Zusammen Stunden, zusammen Viere, das ist die Lebensart am Ring. Merkt der Mensch kaltsche Töl, es braucht nicht viel zum Glücklichsinn. Die Hetzschlett ruht und die Hetzschlett wiss, wenn du am Ring geboren bist. Ein langer Pferf, die ist nicht drin und gibt dir niemals in der Sinn. Die Hetzschlett ruht und die Hetzschlett wiss, wenn du am Ring geboren bist. Ein langer Pferf, die ist nicht drin und gibt dir niemals in der Sinn. Ja la 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 la, ja la 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 la. Die Hetzschlett ruht und die Hetzschlett wiss, wenn du am Ring geboren bist. Ein langer Pferf, die ist nicht drin und gibt dir niemals in der Sinn. Ja, das war's auch schon mit Folge 11. Folge Dingefinger 11. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, LTK. LTK? Liken, teilen, kommentieren. Wir freuen uns über jedes Feedback von euch. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche, Folge 12, am 1. Advent. Der erste Advent, das ist ja super, da brauche ich nur einen Finger. Ne? Also der erste Advent. Nächste Woche Sonntag, 19 Uhr, Jeck aus dem Wohnzimmer, 12, Klick.
wenn et nicht mir für an geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mit die Rot bis auf die Zähne, irgendwann doch der größte Drissen eng mit Milan, bis da de Zünsche wieder schien, mit die Rot bis auf die Zähne.